Schöne guten Abend, live Nullherstra bei dieser ersten Edition von einem neuen oder vielmehr ersten oder vielleicht sogar besten, wir wissen es noch nicht, Metal-Podcast zu Lützeburg unter dem Namen Comedy, mit Piet und mit Gilles. Willkommen. Schöne gute Morgen noch von meiner Seite, Gilles. Abend, Piet. Mir das nicht schlimm. Das heißt, du von der Ofin ist nur Das schwätzen, ja, ne? das Und die Moyers löschen, also lass mal einfach mal bei Moyen, da kann jetzt für ihn alles machen, was er will. Oder man nennt einfach nur Willkommen. Hello, bonjour, egal. Hi. Hi, voilà. So kann ich nicht mehr aufhängen. Ja, Comedy. Was ist Comedy? Wie ist Comedy? Das ist ein guter Frage. Comedy ist ein schöner Begriff, mal für uns fänken. Genau. Das beschreibt den Metal-Genre am Englisch am besten. Für die Ja. Leute, die nicht viel davon kennen. Ja, Für ich allem. weiß, mein Papa hat immer früher gesagt, muss der Comedy so hart sein. Ich fand, ich passt der Nummer ziemlich gut. Mein sieht das haut nach, obwohl praktisch das selbe schlecht hat, obwohl es an denke, derselben man Familie erzählen. ist, weil er eine andere Familie, also ein anderer Sport an dieser Familie. Aber ja, also Comedy besteht aus dem Piet, wie der gerade hört, an mir, dem Gilles. Wir haben lange darüber gewurstelt, für das Teil mal anzufangen. Ja, du hast dann mal so weit, weil die genug Zeit vergeudet damit. Lang. Noch einmal lang drüber geschwärzt gehabt, Ja. aber die was sollte machen, dann aber das nie alles geschieht. Und das hier ist aber echt nicht geschieht. Wir sind innerhalb von einer Woche ziemlich schnell durchgehen, für Ideen zu kriegen. Ziemlich viel Sonne ausgehen noch. Ziemlich viel, es geht noch, es geht noch. Wir sind nach einem Amateurstatus. Ich meine, das ist auch okay, mit dem Geld, aber verplempert zu haben. Ja, ich Egal. kann nicht kurz Sind wir demonstrieren, wenn ich mein Mikro regeln, dann her die so schön quietschen. Also, wir sind, voilà, wir sind absolut Amateuren. Wir gucken, wer Zeit draus zu machen, weil wir wirklich schon ewig darüber schwätzen. Und wie der Piet gerade gesagt hat, wir haben so einfach mal gesagt, okay, wir machen das. Scheißegal, genug Zeit verloren, wir machen das. Richtig. Also sind wir hier. Und was wollen wir dann so machen? Das muss man natürlich ein bisschen beibringen. Also, wir haben eine große Passion, wir zwei. Und das ist Metal-Musik. Und da gibt es ganz viel zu erzählen, ging ich so. Ja, ja. Du, mir immer, wenn wir in der Eis sind, können wir ein, 2 Stunden drauf verbringen und das total an dem Thema verlieren. Und mir gedacht, dass wir das vielleicht mit den Leuten da draußen teilen, zum Beispiel, weil es selbst in Lützeburg schnell ganz viel gibt. Und dass wir ihnen Eiswissen bringen, ihnen vielleicht neue Ideen geben, neue Genre, was sie können luistern. Rekommendationen, ja. Genau, richtig. Was gerade so könnt. Also wir sind da offen für alles. Wo könnt das? Das hört schon von, soweit ich mich kann erinnern, also der Peter nicht, wir haben uns am liebsten kennengelernt. Lang als Tier. Lange ist es hier, genau. Lang als Tier, weil wir sind nämlich die Jüngst, wie mein Rick mal heute bewiesen hat. Und ja, wir sind ziemlich frei, auch direkt auf Musik zu schwätzen zu kommen, obwohl als musikalisch Backgrounds an Interesse in dem Moment noch komplett anders das waren. Aber ich denke, mir ist da so individuell neue Sachen immer zugehört. Und das war aber immer gut und du hast da doch immer sich weiterentwickelt. Und so sind wir hier. Genau. Wie war das bei dir? Wie warst du dann ein bisschen zu der Musik gekommen damals? Wie hat bei dir angefangen? Demals, das ist lang hier. Das ist schon lange hier. Ja, wir können das ist ruhig effektiv Demals schon. suchen. Ja, das bei mir heute ziemlich frei gefangen. Also natürlich, ich kann nicht kennen, den Cash mit 6-7 Jahre angefangen. Ich muss Maiden oder Metallica lauschen. Kann mich nicht. Giselle hat natürlich einen gewissen musikalischen Background. Und bei mir war das nicht anders. Das ist just, ich schon, oder wie soll ich sagen, ich bin auf den Geschmack gekommen durch meinen Pap, weil mein Pap selber auch gerne Rock, Glam Rock für allem, Classic Rock gelernt hat. Und bei mir ist das dann so, ja, dat die war Hand geholt und ein bisschen noch weiter Gesicht. Und so löst sind wir dann auf die bisschen mit die Bass-Seite von der Musik kommen und du meinst dem dann noch ein bisschen verschrieben. Und ich meine, ich kann für als zwei Spätze, wenn ich so für die Leute, die nur lauschen, wissen das auch, dass am Metal-Genre gibt es illimitiert Ressourcen und illimitiert Bands. Und wir kennen sicher nicht alles. Und wir werden noch nie alles kennen. Nee. Aber es gibt genug, für darüber zu schwätzen und es gibt genug zu entdecken. Muss ich einfach mal so wie das. Absolut.
Bei mir war damals ein bisschen anders. Das ist schon nicht direkt mit Metal angefangen. Ich gebe sowieso so, und das fängt bei jedem echt so am Teenageralter an, wenn du so bis an die Liste kannst, dass du recht den viel läuft für eine gewisse Richtung Musik entdeckst. Bei mir war es damals durch den englischen MTV-Sender, weil mir du sonst nicht alles hatte wie den KV war, sonst nicht just den englischen. Ja, als 12, 13-Jährigen hast du nicht viel Englisch verstanden. Mega, du hast das mal geguckt, ne? Ja. Und du warst mal mindestens über eine Rocksendung gewesen, die hat 2 Stunden lang gedauert. Und die habe ich damals abgehalten gehabt mit einer VHS-Kassette und da drauf geguckt. Und du sind die Bekanntschaft eben durchgekommen mit Metallica, mit Nirvana, mit Korn, mit Iron Maiden. Das alles du gefangen. Ja, und weiterentwickeln, ja. Du wusste VHS-Kassette seht, so fällt mir gerade etwas an. Das ist nicht weltbewegendes Punkt der Story, aber ich kann mich erinnern, dass mein Papa hat ein VHS-Kassette gekauft. Von, waren eigentlich just so Glam Metal und Glam Rock Videoclips drauf. Und da sind ich dann noch auf, was war wie nicht schon mal geheischt. Der bestimmt nicht mehr als Freiheit bestanden, die Zeit. Das war so zu der Zeit von Whitesnake und so. Girls School? Nee, das war Steve Weising Frau spielt an der Band mit. Ich weiß, dass das okay, weit hier geht. Ich muss halt immer die Kasch direkt sichern. Mir auf jeden Fall, da sind wirklich viele Sachen gelaufen, wo ich dann auch genug gelauscht habe und dann, ja, von da am Anfang weitergegangen sind, kann ich da nicht mehr so sagen. Genau. Ich gebe es so, wir werden hier im Channel viel über die Originen schwätzen, wo alles herkommt. Also ich meine, Metal hat seine Originen am Rock hat seine Originen am Blues, was am Originen am Jazz wird, gell? Ja, alles hat einen großen Werdegang gemacht, gell? Wir werden ein bisschen über alles diskutieren, weil wir werden zu 90% wahrscheinlich sitzen beim Metal schwätzen, aber auch ein bisschen andere Stilrichtungen zumindest durchschwätzen, weil sowohl der Gilles als auch ich lauschen noch ein bisschen andere Sachen abwärts zum Metal. Ich meine, das geht auch gut, wenn du etwas anderes zu lauschen. Ich kenne natürlich auch viele Leute, die sagen, nee, du darfst nicht mehr das lauschen. So, nee, das ist Quatsch. Also jeder musst du ein Up und Down holen für alles. Und dann entwickelst du auch deinen eigenen Stil an. Was du gerne lauscht das. Genau. Ich meine, das war bei uns nicht anders. Aber ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, es gibt viel zu zählen. Das heißt, wir müssen nicht leider enttäuschen. Wir sind nicht an einer Kehr fertig. Das heißt, wir werden noch, wir müssen noch drohen. Wir wissen noch nicht, wie lang oder wo das heute hingeht. Wir machen das einfach nur. Wir haben viel zu zählen. Voilà, wir viel zu zählen. Wir haben auch eine gewisse Lust gemäht, was wir viel wollen zu machen. Und ja, das kann von einem Album-Review sein, der vielleicht aktuell ist oder etwas aus der Vergangenheit. Das kann natürlich, wollen wir auch als Lützeburg-Szene unterstützen, vielleicht Lützeburg-Bands ein bisschen an den Vordergrund bringen. Genau. Das können Konzert-Reviews sein, obwohl Konzert das Jahr kein größer Begriff war. Ja, das muss man leider ein bisschen warten, bis man darum etwas können anständiges zählen, leider. Ja, leider ja, ich meine, wir sind alle betroffen. Das Einzige, was mir dazu auffällt, dass dort alle fucking Maske und respektiert einfach, weil wir sehen, dass du an den Griff kriegen, was wir sehen können auf Konzert gehen. Voilà, das ist ganz einfach einfach. Das kann ich 100% unterschreiben. Heilig und Regeln. Ja, und ich habe gerade gehuscht, gell? Ich bin direkt gelacht, gell? Oh nee. Gut, dass schon beide sind. Ja, wir haben absolut Social Distancing heute angehalten. Wir werden also aber bestimmt demnächst gesehen, für ein bisschen nach Face-to-Face zu sitzen. Natürlich mit mindestens 2 Meter Abstand. Mit den Nummer manchmal schon so immer. Weil ja. so gut gehen wir nicht mit den eins. Nee, alles gut. Wir verdrohen es ganz gut, sonst wären wir nicht heil. Genau. Oh, frag schon wirklich frisch am Hals. Ich habe schon hier gestern pura geladen und dann geht los. Ja. Nee, was tun wir noch? Was wir wollen machen? Ja, Bauch eben. Gibst du dabei über die verschiedenen Genres können auch gehen, leider ein bisschen erklären, was auch für den Moment für uns wichtig Bands oder wichtig Alben sind, was allgemein angesiegt als wichtig im Moment. Ja. Und dann kann ich noch verschiedene andere Topics los. Du wirst sehen, genug drüber zu schwätzen. Das stimmt. Du wirst natürlich sehen, als wichtig
Metal Pionieren göllen da gëtt natürlich eng Lücht wo den Pit rausgekropt huet die Werte mal auch ganz am Detail zu herzen höllen also eng top 100 löscht wo den Rolling Stone Magazine 4 engem Joer mengenisch oder wen hast du gesagt? Das kann auch 2-3 Jahre sinn ungefähr Ja, fast du go eng top 100 löscht gemet vun most influential an best Metal Albums wo Jidre muss gelauscht hun vieles aus wie soll ich so das verständlich ich verstehen verschiedenes als man auch ganz ehrlich Rätsel ja das ein bisschen kontrovers kann ich viel darüber diskutieren ja, was Sachen da machen Shadow Day löscht gepickt gehabt weil Rolling Stone Magazine mengglisch matt dat eelsten Rockmagazin überhaupt absolut Asphalt gött an dann sie so löscht machen also schon ein bisschen das bedeutungsvolles gewiss so und dann fand es ja trotzdem deelweis bis wie du hingeheit fandest ich fand wir können darüber diskutieren wat du alles dran hast wie wichtig das an wie unwichtig Fleisch ist ja vielleicht können du auch Eis ich will nicht so als Präferenz Kinder zu heieren also du feiert nicht will es dat wat mir gerne laus drin aber wo man so dat muss sie drin heieren hun dat kriegt er egal we der kriegt vielleicht nicht zu heieren mir werden auf jeden Fall erwähnen an den Numm am Detail so dass dat könnt recherchieren wenn wir sind nicht so weit dass man kennt lo ganz viel Musik laufen lassen mir wie wies mir wissen ja wie gesagt nicht wo der geht einer Sache mal nur nach Auffallpunkte den Top 100 war die Sto ging 4 schluen ich meine mal einfach heilo während dem echten der echte Aufnahme ich denke mir in der Delen der da einfach an 20 und dann ja vielleicht du 20 und ich 20 als Beispiel als Beispiel ja. Favoriten bisschen so ob so oder auch warten als wichtig empfind sondern wird Metal Rockgeschichte so absolut ich denke wann wir so weit ziehen weil wenn man schon gesucht und wir sind voll am Amateurstadion hey wir werden also viel Arbeit machen an viel Gedanken für so viel wie möglich abzuholen und dann kann ich mal Spotify an Social Media lassen lehen an dann geht also auch nämlich las ne? Also das ist einfach so wie es soll sein tut kein an der Welt gell dem Moment Kleid auch wann man bis von auf Social Media sind können sie darüber froh stellen ja absolut können sie so wie schlecht sei es fanden hauptsächlich wie schlecht weil sind wir mal ehrlich Hater Kommentare sind wat die beste wo du kannst kriegen ja, also ich freue mich schon richtig drauf das nicht gern ja wie kommentiert nicht mal so was ist das dumme Noob geil ich kann den Stimme nicht hören ich meine ich kann meine Stimme selber nicht hören ne? Ich weiß das doch schon wir kann sich ihre Stimme schon hören wie kann sich ihre Stimme hören ja mir wie gesagt das steht noch an der Sternen an am Anfang steht nur an der Sterne mehr man da einfach so genug darüber dezidiert Punkt let's move on bitches so let's rock let's rock genau was hatte ich noch ich wurde überhaupt mal froh weil ich weiß das nicht was waren dann Dinge echt und ich kann so erinnern Dinge echt CDen oder so wusste Kafus wie du das noch ja deelweis eng vu menggen alle Asian CDs die ich kaufen dat war von de Guano Apes Proud like a God hat gehecht war ein echten Album muss dat Lied Open Your Eyes kommt gehabt du ein Album auch ziemlich cool fand gehabt no war so Richtung Black Album von Metallica gegangen Ruf gelauscht hun später raus von 100 die alle Sachen natürlich noch besser sind mit der einer Geschichte Nirvana Nevermind ganz wichtig dat war so ein Album wo Stummels regelrecht können Boden hat wo ich gelöscht hun Korn wat Issues ganz wichtig ein Album dem ich geprägt hört ja dat dat war als klassisch Ufangslies Zeit genau der ganze New Metal durch opkommers an noch den New Rock so wie Guano Apes natürlich Grunge nicht vergessen Nirvana aus natürlich ein bisschen mehr war voll 10 aber du war ich selber auch dran flennenlos so Davies du weil ich kann mich schon erinnern an der Schule Nirvana Shirt an steif ausgesehen für allem weil don't do drugs gell der wüsste alle gut nicht nee, ja war schon ein
eine coole Entdeckungszeit auch am Lycée, so, wenn du da kannst. Weil heute fällt mir das ein bisschen schwer, weil ich auch alt, weil ich mir ärgere, da, weil ich mehr Responsabilitäten habe. Und ich nicht immer mal so viel Zeit für über Musik oder generell mal seine Fehlhälften zu diskutieren. Und das war damals noch so, oh, Dude, kennst du das? Da kannst du da drum, da gesehen schon in der Pause und oh, check das da, gell? Das hat schon etwas Magisches, muss ich einfach so sagen, gell? Ja, Auto, das hat bisschen das erste online, da den dann checkt, hey, guck mal das und so, aber das sind dasselbe. Das ist nicht dasselbe, nee, das ist ein bisschen der Charme. Ich bin nicht so als verloren gegangen, aber ich einfach developiert und das ist halt nur so. Das ist genauso wie die andere Geschichte. Früher hast du wirklich da müssen an den CD-Boutique gehen, für zu kaufen. Haut Spotify, du hast Bandcamp, da so viele Möglichkeiten, Musik zu kommen online. Früher hast du gut nicht gekannt. Du hast gar keinen Inhaltspunkt, was sie hatte, sicher gehen. Ne? Ja, du hast mal du hast den so wie das Cover gefallen. Also kann ich mich genau das. Das war so den. So, fuck, da stehst du am Reiher und ich kann mich erinnern, dass den CD-Boutique beim Palais, ich meine, jeder kennt den zu Lützeburg göttliche Boutique ist, voilà. Das war einfach, den hatte so viel Bordell da, gell. Da hast du dich so schon drin gefunden, aber wenn du dann für dem Regal stehst, so, oh, was ist das da dann? Ich weiß gar nicht, wo ich da aufhänge. Und zwar absolut nie, hab's gesündert. Ja, also, der BC alles schwarz-weiß der BC hat den Mann nicht kannt, gell. Nee, absolut nicht. Und, ja, wie du gesagt hast, weißt du, dann hältst du etwas raus, so, oh ja, der Cover sieht geil aus. Wenn du genug Zeit hast, heißt, wenn du nicht den Bus verpassen, hast du einfach Kauf. Wenn du genug Zeit hast, ist scheißegal, ich verpasse halt den Bus und dann läufst du mal ran. Voilà. Genau. Dann läufst du das ran. Mir ist schon auch ganz viel Bland gekauft. Aber das war auch selten, muss ich schon reinfallen. Komischerweise. Was war da bei dir so ein bisschen die Anfangs-CDen, was du rauskommen bist, was du kaufst? Also. Bei mir, also wir hatten als ich schon drüber in der Halle, also das was mega bizarr anfang, so unterschiedlich, das klingt mega kontrovers anfang, also meine erste CD, wo ich kaufe, und das war am CD-Boutique beim Palais, natürlich, wo sonst. Genau. Das war Cradle of Filth, eine Compilation, wo Love Heart and Witchcrafts oder so, oder Witch Hearts and Lovecrafts gehecht hat, irgendwie so etwas. Und ich meine, für ihn den 4 Drohnen just zu dem Pub sein Hard Rock Metal gelauscht hat, war das schon so ein gewisser Schritt an, what the hell ist das tote, gell? Ich fand noch Cradle of Filth, also dann direkt der Schritt auf 2000 drauf. Ne, ja. So Ja, und hat sich auch genau so gefühlt. Also ich weiß, dass ich den Namen hat man nicht gesagt, das ist just der Cover war, und das war ultra farbig, was mittlerweile oder nicht mittlerweile, mir wird immer ein bisschen falsch verstanden gehen, weil wenn ich noch heute lang am Zimmer gucke, wo ich noch sitze und ich stecke viel Vinyls hängen, an viel Cover sind so viel Farbe dran, also das hat mich auch dort zum Beispiel bei Cradle of Filth geflasht, lang die Schrift, das konntest du Demos nicht lesen, wenn ich heute verschiedene Black Metal Bands gucke, wo ich kenne, da brauchst du nicht zu probieren, gell? Voilà, Cradle of Filth war Demos ein gut Entree für mich. Ich bin noch einerseits froh, dass ich gekauft habe. Ich weiß, dass ich schon am Anfang gut nicht gelauscht habe, weil ich schon gelauscht habe, so, what the hell ist das dort, gell? Gitarren, okay, Drums war schon cool, aber die Stimmen, gell, das für mich gut keinen Sinn, Demos so gehen. Ja, das ist schon Wahnsinn, ja. Und dann weiß ich, wir waren mit einem Schulausflug, freck, ich hatte schon mal so ob Träger, und dann ich am Pro-Markt, ich würde den nachgehecht, 100 Stunden carrément Blind Guardian kauf, Nightfall in Middle-earth. Das dann das noch ein total anders, das, gell. Und das war dem Moment, wo das mich auch voll umgeschwart. Und ich meine noch echt, dass ich mal so mehr Power Metal, Speed Metal, hauptsächlich Deutsch, Italienisch Bands, wirklich so mal Power Metal gewusst sind. Und so löst mich nur und halt Cradle of Filth und dann noch nach einer Sache wie Bathory oder so, halt die groß klassischen Namen aus der Black Metal oder Extreme Metal Story. Ja. Da so löse rangezogen und der Kosmos schon mal erweitert. Echt an all Genre ein bisschen gewollt. Und ja, da war schon eine gewisse Diversität dran, da muss ich schon so. Lo, was du Cradle of Filth erwähnt hast, ich mich erinnert,
wo ich die verdon erwähnten MTV-Sendung geguckt habe. Da hast du uns auch ein Videoclip von Cradle of Filth gesehen hat. Ne? Da war so 13 Jahre ungefähr. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie das Lied geheischt hat. Ne? Wahrscheinlich Das From the war- Cradle to Enslave. Das kann sein, ja. Weil Das war Mensch blödig Videoclip. war furchtbar blödig dran gewircht. Du hast Ja, auch das natürlich kommt noch hin, blacke ja. Schaut gesehen an Brüste und du. Oh, Und no. ich war dumm so, oh mein Gott, das ist ultra satanistisch, gell. Ja, ja. Das war mir dumm, zu krass, gell. Ja. Und ich guck, was verbänden sich Hautlösch drin, Ja, du guck, hast das letztes schon Pipi, Jahr- falls du gehst. Letztes sind wir Behemoth gucken gegangen an Rockal und war ausverkauft. Ja, ja, Weißt du? ja, so Musik hast belebt, ne. Voilà. Was der Haut méi extrem Boss ich, das bist wie Sex Health gell. Kann ich einfach nicht so an der Musik as irgendwo du auch nicht ernst ist. Weil dat méi extrem ist, aber méi visuell erschreckend das, weil dat natürlich viel Leid uschwätzt. Nicht iedereen selbstverständlich, aber Natürlich geht nimmen extrem, sind auch nicht durch, ne. Du musst aber auch gewisses rüberbringen, musikalisch gesehen, du musst gut ja, sein. das stimmt. Ich denke man sagen bis ein gewisse Schach auf Followers hörst, aber Leute wo dich lauscht drin, egal wie du klingst. Und ich meine, du gehst nicht viele Beispiele, ich will nur noch keinen nennen, weil das machen wir in den nächsten Episoden. Richtig. Metallica kurz erwähnen. So, das ist natürlich das ist eine Sache für sich. Ich kann verstehen, dass Bands, wo schon 20-40 Jahre teilweise gehen, die werden nicht mehr so klingen wie im Anfang. Es kann ihnen aber auch nicht alles auf den Thron setzen und sagen, oh, das ist geile Scheiß. Geil. Ich weiß, ich habe Metallica gesagt, nein, ich gehe Metallica. Ich habe selber ganz viel Metallica gelauscht. Ich lausche dann auch nach Lo. Aber es ist so einfach, irgendwo muss ich auch sagen, okay, ab einem gewissen Alter oder einem gewissen Status hält ihn einfach ab. Ich meine, Slayer hat das auch schon angekündigt, die wollen die abhalten. Ich ging das nicht mehr wie richtig fanden. Soweit ich weiß, bin ich schon so abgehalten, ne? Ich denke, also auch ja. echt als gesundheitliche Gründe, auch vom Ja, Tom Araya. Araya war nicht so gut, Me, meine ich, ja. ja, Metallica so ein Band, die einfach über die Jahre, so gut wie sie am Anfang waren, einfach ihre Mojo verloren haben. Ein bisschen, ja. Ein bisschen am Fame, ich meine, Musiker wissen das. Wir wissen nicht alle gut, was Fame möchte ich Footy. Und das ist echt schwer, damit umzugehen. Ich meine, mir okay Fame, dafür sehen wir auch so aus und schwätzen auch über random Scheiß. Voilà, Fame kann dich ganz hoch springen, kann dich aber auch ganz schnell hochfallen lassen. Da gibt es ganz viele Beispiele, unter anderem auch Metallica hat eine ganz schwere Zeit. Andererseits ja. so nicht mal dann so, okay, guck, Priest, also Judas Priest, die drehen noch immer, gell? Und die geben Frecken nicht da, gell? Ja, aber Maiden noch, gell? Die sind Maiden, noch ja. immer gut, gell? Maiden. Den kannst du nicht so, und das ist viel aufgeholt, musikalisch gesehen. Guck, Motorhead als Sport, Lemmy, wo auch immer es soll sein. Rest in Peace, Rest in Peace, ja, aber auch den hat bis zum Schluss das gemäht, was der gerne gemäht hat. Aber straight, ja. Aber Einfach immer krass, geil. Ja, absolut. Dafür, also, da muss ich schon einen gewissen Richtlinien so, also anhalen, also okay, ich kann nicht 50 Jahre dasselbe lauschen, ich weiß nicht. Das fand ich persönlich ein bisschen langweilig. Ich meine das selber nicht, ich kann doch nicht feststellen, ich meine nicht, dass du das musst, aber so ich irgendwo viel Aufwärtsung muss holen. Voilà, du kennst mich, ich lausche noch Voilà. vieles, heinst du all darauf sahnisch das, aber ja, wie gesagt, ich brauche auch eine Aufwärtsung an der Musik, ne? Geht Ja. mir auch nicht durch, wenn ich nur 20, 30 Jahre lang dieselbe Band am Repeat lausche, ne? Nee, ich fand das mischt doch keinen Sinn. Also, du musst der kein Gefallen damit und irgendwo passt doch dann hin so weit, dass du siehst, oh, ich kann das doch nie mehr lauschen und ich werde doch die Band nicht mehr unterstützen. Das kann gut vorkommen. Das kann geschehen, ja. Drama, weil, was war das? Wie ich damals mit dem Ganzen, da soll ich mal wie warm gesehen, da war ich auch selber noch nicht auf Konzerten. Und ich kann mich so vag mein erste Konzert erinnern, fällt mir gerade an. Wo ich auch keine Ahnung hatte, was das mich stört. Ich just eigentlich ein, zwei Lieder kannt und du warst Soulfly in den Atelier gekommen. Und das war schon so, wow, Soulfly ist mega geil. Ja, das ist bestimmt, ja. Das war der Wahnsinn, geil. Du hatte noch, war 4 Bands, nur nicht so bekannt, die gibt es leider auch nicht mehr, die haben Deathdomp geheischt, eine letzte Band. Ah, Klassiker. Ja, Klassiker für Das ist alles. schon mal ein Klassiker.
Klassiker für Eis wie mehr die kennengelernt du war schon bald fertig geil mir von die Glanzzeiten von denen bist du verpasst und einfach mal so wie das ja, und einer 4 Band ich weiß nicht genau wie sie gehecht und jedenfalls hun sie auch mal so verschiedene Lieder geschrieben dafür waren sie auch mal dabei mais voilà ich meine mein echte Konzert Metal-Konzert für allem weil viel Beruf war ich ob anderen mit du waret nie wirklich fit Musik das war einfach so ich muss raus ich muss nicht leiden mit mein echte Metal-Konzert wie gesagt Soulfly das war unbeschreiblich geil ich weiß dass ich nass geschwest war wo gehst du natürlich hin wenn du an so Raum kannst du Plan und den Kollegen auch gut Plan geil ich stelle mich schon mit beste Platz wo du kannst sehen ja das weiß ich und was da losgeht wieso fänken die Häuser und zu hopsen und wieso stoßt die Wichser mich du geil was stoßen die zurück wie da geht dich ab und dann immer stößt die reden schon den Ecker und dann hast einfach so Krisch gesund dann warst du oh, ist das Pogo oder das den Numm und dann du hatte ich auch meine echt Begegnung mit deinem richtigen Tinnitus wenn du rauskommen und du warst da rauskommen und du warst einfach da bis den Tag drauf vielleicht so gut 2 Stunden noch ja wie geil das hört sich auch so geheiert du ohne Tinnitus rauskam was da warten muss hart das muss dich erschloen einfach musste ich einfach so richtig kicken und ja das ist drin erinnert absolut das schon ein geile Erfahrung und ich meine was man nicht gefallen hat voll das einfach dann wäre ich nie mehr auf Konzert gegangen das macht eng von allen Beschäftigungen ging es so ja, wir probieren noch oft genug zu summen auf Konzert zu gehen und wenn man dann irgendwann können werden wir dann noch wie ich für du schon gesagt Konzertsreview machen vielleicht auch Konzert-Announcements im Moment lebt wie gesagt noch nicht ganz viel es ist schon Konzert für nächstes Jahr auch neue Konzerte annonciert gehen alles was das Jahr verloren ging das wird natürlich egal wie nächstes Jahr geschehen wir probieren du auch regelmäßig ein Update zu gehen dann als du an du den an die Konzert nun zu rekommandieren das ist noch so eine Idee wo man hun muss aber wieder auch oppassen am COVID wie du weitergeht ja selbstverständlich kennen wie es für Zukunft leider ausgeseit wir hoffen dat best auch eben für Künstler dabei für Musiker dat die auch Brot können verdenken ja ich muss ja sagen, mich ein bisschen erstaunt wird wie dat ganz lo wird wirklich der Biergegangen hast sind viel Bands direkt op Livestreaming umgeklommen wusst du auch Milch geht hast dann Ticket zu kaufen ja es wird nie Konzert ersetzen zum Lo musste flexibel genug sein noch schnell genug reagieren und ich fand dat mega gut ich denke noch so gut dass so gut wann dat man COVID-19 an generell alles ein bisschen mehr an der Kontrolle ass an net kein den effektiven Konzert wird dat aber vielleicht en gewissen Zukunft tun Et wird nie so setzen voilà, du kannst aber eng Band unterstützen du kriegst Apps Geburten an richtig muss kann doch ganz gut sind so ja zum Beispiel pur Ausschnitter gesehen gehabt von David B aufgemacht ja eine Konzert an das sieht wirklich fantastisch aus richtig gut Atmosphäre sind von allem gespielt Lieder neue Lieder geil an ja Kirsch gut Atmosphäre voilà, willst du köstlich voilà, das schon nice du fällt mir auch nach nicht mal wenig gelegt schon eng absolut favorite Band von mir als die English Band von Reading Silosis ja das ist so ein New Wave of British Trash Melodic Death Metal so. Das ist so ein großer Begriff für die Leute wo Apps können man den Begriffe aufhängen aber der Band die wissen was du schmecken die noch ein Konzert abgeholt das war ein Augenschmaus einfach du sind dann noch gewillt okay ich unterstützen das voller ganz oder ein anderer Milchkätschmenge weiß mittlerweile was Patreon hast wann du willst den Band unterstützen weil mir hun alle fest abkommen die hun nicht immer fest abkommen wann du bisschen durch an der Musik auskennt weißt du dat an dat ganz hue halt Strich gemäht dann unterstütze so gut wie es geht an nicht alles oder pardon löt am beste gut nicht Ruf ze kafe. Min net alle Goete gemet Ech so ganz ehrlich ech ma dat nëmme beim Merke just noch okay Bandcamp Patreon oder KMO iwwer die official Website méi
du warst einfach du wurst einfach an die Rolle ran und siehst okay wann London unterstützen aber von denen keine Ahnung wie viel 10.000 Followers selber denke wie Schwester an dann hun aber schon so einen gewissen Garantie ist okay ich kann weiter der mal werde ich gerne das so ein bisschen wie Heimat von mir Heimat mal diesen Podcast her gesehen was da ist an den vom Gefühl hier weiß ich dass euch das Spaß mischt an dass man du werden als ganze Energie und als Zeit so gut es geht opfern für heute können Apps zu machen wenn man gesehen dass das gut du könnt dann werden man sicher auch nicht abhalten dann da willst du auch da warst du dick motiviert für mehr zu machen gell? Also Genau, was bei der Band genau, natürlich genau. nicht anders, das, gell? Das auch wir wollen ja auch nicht dass ein von unseren geliebte Bands so eine schlimm irgendwann muss abhalten wegen es eben so schlimmen Zeiten wie die momentan Ja. haben, ne? Und dafür unterstützt Bands zu bauen egal wie auch mit Merch kann der Band auch schon einen Gefallen machen, ne? Ja, aber wie ich schon erwähnt Bandcamp fand ich wirklich ganz gut gell weil du wenn du ein Album käft sie wird digital oder sie wird den Album bestellt geht der größten Teil von den Suen direkt und Band ne ja hau das natürlich das ich meine das wird man wahrscheinlich auch an einer Episode bisschen breit trippeln die letzten 10 Jahre sind immer Skandale aufgekommen mit Labels ohne Lonim zu nennen das war du unterschreiben Deal mit einem Plattegigant egal wen das du hast Verpflichtungen und du kannst den nicht immer anhalten und das schön dass dann dick oft Talent wirklich wasted ist an es geht einfach nicht fair und du hängst fest du kannst nicht nur viel du kannst nicht zu handeln und du kannst auch nicht mehr raus das ist so Das ist Kontrakt das man Problem, will ja. anfangen so nicht mal und ich meine du werd mal auch noch drüber erhalten das schwört sich dass ihn so weit muss kommen lassen dass viel Bands durch nach hauptsächlich leiden überhaupt die ganze Musikszene ob es nur Metal ist oder nicht Musikindustrie als schon ein richtig Butterplusch dann ja also die Leute wo wollen Musik machen und professionell Musik machen voilà bonne chance besonders kannst du nicht so du kannst so gut sein wie du willst du kannst so viel Leute wo dich unterstützen es wird nie durchgehen das ist ein ziemlich undankbaren Job wenn du so guckst gell? genau Und dann wie gesagt dann hörst du nur noch immer Haters gonna hate egal wie da kannst du nicht lernen du kannst Kinder lernen da kannst du gar nicht lernen Mega. gehört dazu voilà. Ich meine, die meisten, also ich denke mal, dass viele Musiker auch einfach Musik machen, weil sie wollen Musik machen, ne? Nicht für Tonnen Fans zu kriegen. Ne? Ich meine, okay, der gehen doch die wenigste Suche machen, ne? Aber Ja. ich meine, es sind einfach Leute, die wollen hier musikalische Botschaft nach Hause bringen, hier Emotionen und Gefühle draufsetzen und das veröffentlichen. Ne? Ja, darum geht es sich an dem Ganzen. Gell? Darum Ich meine, soll da müsste gehen, Musik, ja. ging ich mal so. Ja. Ne? Das ist nicht Top of the Pops, wo du einfach so, okay, ich muss lo an 2 Monate Lieder rausbringen, weil das, voilà, so ist mein Vertrag fort, weißt du, so die Stil. Aber ja, wir schweifen zu viel vom Thema auf, los als zurück zu den interessanten Sachen. Habe ich dich gefragt? Nee, ne? Was war deine nächste Konzert schon mehr? Hast du das gesagt? Ich weiß nicht. Nee, das Erzähl war damals auch so, ich weiß nicht mehr genau, 2004 oder immer müsste es gewesen sein. Es war auch keine Metalband mehr, es war Incubus gewesen, am Atelier. Ja. Ja, das war auch die erste Kehr, wo ich war damals an der allerersten Reihe. Und du warst auch jedes abgegangen, wo Ja. sie so gefangen haben mit Spielen und da werde ich auch die vergessen. Wir hatten sogar nur ein Konzert, hat man so gedacht, was Band, wir standen einfach da relax sein, Zigaretten filmen. Und dann bin ich die Band, kein Monier und Eis, gell. Ja, okay, Für das stimmt Autogramm auch und so. sie gehen so, oh, was, okay. Dann konnte ich Nee. damals nach ein Autogramm auf dem T-Shirt gemacht, Okay, weil cool. ich das nicht bei mir hat, ne. Ja, das war schon ziemlich cool. Ich meine, Incubus ist so eine Band, die zu der Zeit auch heute noch wichtig ist. Ja. Hat auch ihren total eigenen Stil gehabt, ne. Absolut. Wir sind aber auch zu der so nur die Wave, die Welt, die du kommst, wie mehr. Ja, die Alternative Rock, ja, die Alternative Alternative Metal Rock, Szene. voilà. Das war wie ich, was war das, Weekend oder so. Ne, wir haben da Das kann ja, sein, sind ja. an den Technik gegangen. Du hast nicht schlimmste Hand. Ich war nicht besser, ne. Du warst nicht besser, sonst hätte man es nicht kennengelernt. Gell? Wahrscheinlich, ja. Und das war wirklich so eine coole Zeit. Du hast
eng gewissen Obligation für dat alles zu lauschen irgendwie. Das ist schwer zu erklären. Linkin Park hast du abkommen, System of a Down war auch so bemol okay, die gowe zwar du schon, mir immer waren sie mega krass bekannt, als jeder wollte zu lauschen an. Limp Bizkit dann dat ganz, dat war so wirklich die New Metal 10. Korn war auch immer so, ah ja, die Götte zwar schon, mir egal, los sind sie mega bekannt. Genau. Und das war du fangst, nicht Ufang, aber schon 1-2 Jahre am Lycée. Waret halt dat. Ja, das ist so ein bisschen Musik von all den Leuten, die so an den 90er groß gesehen, ne? Das war so den hier eher gewesen, mit der so angefangen haben, an die Musik ranzukommen. Weil es soll echt an ältere Generationen Metalheads, die und den New Metal Mensch nicht so gut empfand, mit den Trappies rauskommen. Ja. Trotzdem, also wie gesagt, das Genre, also im Endeffekt haut so gut wie tot. Mir ist trotzdem erwähnenswert. Ja, ich fand eine gewisse Generation da geprägt, gell? Ganz genau. Und vielleicht noch viele Leute sich von da einfach, so wie mir auch, sich beeinflussen gelassen, okay, das klingt fein, aber ich will vielleicht ein bisschen mehr von dem. Oder ein bisschen mehr von dem. Und so entwickelst du dich einfach viel. Und was tun wir da noch vergisst, Frage Größe wie konnte man das auslösen? Slipknot, gell? Slipknot war, das war die Nummer, wie die kommen sind, gell? Und das war ein Debütalbum, den habe ich Robberuf gelauscht. Da kann ich mich auch erinnern, wie du das gesagt hast, der Papa hat die Comedy, als Comedy bezeichnet, nicht mehr als ein Kehr abkommen und du hast Slipknot gelaufen. Und natürlich, du lauschst das, generell lauschst das den Metal nicht los. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht einfach nicht, das gehört sich nicht. Das ist ungerecht und schiel vis-à-vis von der Musik. Und dann könnt ihr dann darüber und dann so, was ist das da für Gedäß, was du verreckt, Frau, der Satanismus also. Und da das vielleicht dann auch eine Sache, wo mehr dann auch noch ein bisschen klarstellen für die Leute, die Werte Null-Ausschrift vielleicht gut keine Ahnung von Metal haben, wo die selber Prejudice haben, wie als Eltern an der Zeit zum Beispiel, so, wie kann ich die Comedy nicht mehr lauschen? Ja, das ist vielleicht hart, es sind aber genug Botschaften dran. Es geht nicht immer um Satanistenbeschwörung, Blut Geste schneiden. Voilà, ganz selten sogar, gell. Okay, es gibt ein gewisses Klischee an der Black Metal Szene, aber auch das dürfen sie mal auch für das zu revendikieren, für vielleicht mehr am Detail da anzugehen. Wie als zum Beispiel, das fand ich ein cooles Thema für eventuell eine von unseren Episoden, und das wäre auch wahrscheinlich eine ganze Episode lang dauern. Leider für ihr, der da ist lädt. Wir werden ganz viel über die hauptsächlich die norwegische Black Metal Szene schwätzen. Oh ja, die leider, wenn ich so kann sagen, die werden nicht mehr so gehen. Mehr so da war hier Spuren an der generellen Metal-Welt los an ganz viel abgemäht für andere Artisten. Ja, ich fand sogar so große Spuren abgemacht. Ja. Ich meine, der Black Metal, auch von all True Black Metal Puristen so und 10 werden tot. Ich fand das absolut nicht vor. Sie hat sich weiterentwickelt, sie ist auf anderen Ebenen. Ja, ich meine, Post-Black Metal und Shoegaze und alles. Gell? Ja, kenne ich so, sie werden nicht mehr so gehen wie Demos 94 so war. Ja, das Also das wird nie mehr viel kommen. Aber voilà, das wie du siehst, du hättest schon hier frischen Hanna los, gell? Das stimmt. Ja, na, ich meine, wir können doch ruhig, also ich glaube, es wäre ganz flott von mir, über alle einzelnen Genres eine große Diskussion feiern, noch wie zustande kommen ist. Aber ich fand das immer ganz interessant, es sind momentan auch am Gang die Buch zu lesen über Black Metal, wie 10 zum Sterne kommen aus, ne? Und so kenne ich Geschichten, ne? Mir heißt das nach immens detailliert, ne? Und das ist immens spannend, wie du guckst, wie so ein Genre zu Sterne könnt, ne? Ja. Und sich weiterentwickelt, ne? Dann steht meistens, also von dem, was ich noch weiß, entsteht oft einfach aus dem Nichts, so. Natürlich ist ein gewisser Background da, aber es passiert dann einfach etwas und du kannst das nicht erklären. Das ist wie wenn du ein Lied schreiben. Gell? Ich meine, du selber auch ein bisschen Musik ist, kein Songwriter oder so, aber wenn du einen gewissen Riff, wenn du selber einen Text hast, so, oh, geil Scheiß, und dann willst du es weitermachen und dann developierst du es so schnell und das kann auch dann ganz schnell zu einer Genre-Explosion kommen, so wie es beim Black Metal war. Natürlich, der ist noch nie ein bisschen spät durch ganz Europa gegangen, weil zu der Zeit war wirklich schüser Norwegen und an den nördlichen Ländern, Schweden, alles, wo dazu abkommen ist. An mir persönlich
es sind recht für mich später mal der Kontakt kommen ja ne stamm ich spät und du nach mich später und du warst nach mir fanatisch so wie ich da dran recht weil mir hun allen zwei so bisschen als stärkten Fugeren an als Schwächten wann du kennt de Pi frohen wat ich denken obwohlst du noch nicht lang an der ganze Black Metal 10 du in der Webers kann ich aber schon behaupten dass da von den absolute Stärkten hast du wo sich du gut auskennen da wo kann ganz viel vielleicht bisschen mir unbekannte Bands rekommandieren viel zu zählen drüber absolut denken schon ja. Wir wollen nur nicht nehmen einen Black Metal Sender machen aber da kommen mit dir von deinem als Comedy gött schwarze Comedy voilà du an schwarze Comedy der auch just so gelauscht hat gehen wie du dein Kaffee trinkst das ist schwarz ja, genau okay schwarz wie Seelen und wie was tun ich noch ja mein Kleider 95% von meinem gezeigt so schwarz das ist von der Schein das ist die schönste Farbe die gött ja Ausschluss wir können noch alles gesucht was so voilà. Adi, merci mehr hören als nächste Woche an dem Stil ich meine wirklich genug zu zählen die war verschiedenes die war alles ne? Ja absolut aber wenn ich schon gerade so auf Zeit gucke mengnisch dass man auch so lösen Rapman an das muss okay das war wohl so ein bisschen von Eis an dem echten bisschen von Eis gezählt ein bisschen von also viel lief denn warten wir so erlieft und bis der wird noch viel mehr von Eis herren bis dahin wünschen ich mal ja schönen Abend weil das Abend egal wo das sieht mit der Welt mehr high als Abend und dafür so einen schönen Abend und bis demnächst da ging es so Pete ne ja mal so vielleicht wirst du ein bisschen was wir wollen machen auf wegen allerweise bis wir foltern und wenn sie da nichts gewollen dabei sind sind sie gerne willkommen ne foltern klingt immer gut foltern gut dann ja, schönen Abend doch von mir und dann bis demnächst na ja bis demnächst tschüssi